Herr Präsident, ich meine, wir sollten dem Kollegen Schengel wirklich merci so nach für die Initiative für das Debatte heute mitten in der Chambre auf den Ordre du Jour gesetzt. Und ich meine, das ist wichtig, weil es wird an den letzten Wochen ganz vieles geschwärzt. Und ich meine, an so einer wichtigen Frage wie die Phase, also doch wichtig, dass ein Parlament sich klar ausdrückt, sieht, was die Meinung von einem Parlament ist. Ich kann mich praktisch allen vier Rednern anschließen. Ich meine, den George Engel hat an seinen 10 Minuten Intervention am Anfang die Wichtigkeit an alles abgezählt, was abzuzählen war, für dass man das Wasser in keinen Umständen privatisieren. Ich meine, wenn ein Hautei feststellt, dass alle Parteien, die bis heute vorgegrafen sich strikt gegen eine Privatisierung ausdrücken, da stellt natürlich die Vorsitzende Camille Gira heute gerade abgeworfen, wie aus der Position von unserer Regierung. Und vorstellt sich auch, ob es dann nicht wichtig für mich hier an der Partei, hier an der Chambre, an so einem wichtigen Domain, als so ein sind, ob die Chambre nicht soll hier eine Motion darstellen, wo sie sieht, wir geben die Regierung auffordern, für eine keinen Umstand an die Richtung zu gehen, an die Texte an die Richtung zu amendieren, wie das Lützeburger Parlament das gern hat. Dann hat auch als Regierung ein Reckesteig vom Lützeburger Parlament, wo sie Kind, wenn es an Negoziationen geht, so, wir haben hier eine Richtung von unserem Parlament gekriegt, und wir müssen auch als Lützeburger Regierung Eis und Meinung vom Lützeburger Parlament haben. Das scheint mir wichtig, dass man noch nicht angefallen, sonst hat die so eine Motion präparieren, wir können das nachher mal parteiübergreifend machen, viermal einkehr so eine Decision an der Chambre festzulegen. Für was so nicht, dass man erstens, weil die Regierung bis noch nicht klar vorbekannt hat. Weil ihr nicht wisst, was negoziiert die Regierung, zu was hat sie sich bislang engagiert, zu was hat sie ja und zu was hat sie nicht gesagt. Wir wissen, dass am Januar am Europaparlament den zuständigen Ausschuss Rapporten angeholt hat, und dass den nach so einer 400 Sommervakanz zum Vote am Europaparlament kommen. Ich wäre froh, heute sehen, dass der Kollege Mark Spautz am Namen von der CSV sich wie alle anderen Parteien gegen eine Privatisierung opposiert hat, weil nur wenn er nicht gut schlafen kann, da guckt den alten Doc. Und schon die letzte Zeit dort Madame Lulling gesehen, die hat extra einen deutschen CDU, der CSU-Politiker invitiert, für Lützeburger zu invitieren, nur zu lauschen, und für allem den Geringen eine Lektion zu erteilen, weil die von heute Lützeburg Panik machen, mit privatisieren, für zu, dass das von Logik vierleihen absolut kein Risiko gibt bestehen. Dafür gibt es Mengen. dass dann die Parteien, die in Lützeburg in der Chambre alle gesagt, sie wären gegen Privatisierung. Die werden dann zumindest sorgen, dass die hier Europaparlamentarier, wann die Direktiven oder die Rapporten zum Wort kommen, dass die dann auch massiv dagegen stimmen. Herr Präsident, ich kann ja so, alles was ich so habe, bin ich nur gesagt. Merci. Merci, Herr Schliberia. Als nächster Redner ist der Colombera angedroht. Herr Colombera,